So, guten Abend. Willkommen zu diesem Spektakel, dem wir heute präsentieren. Das ist das, was die Schüler geschafft haben. Unser Projekt, unser Theaterprojekt ist am Anfang, also nicht am Anfang, das ist ein pädagogisches Projekt. Das heißt, uns liegt immens Herz, dass alle Schüler weiter können, voilà, dass sie einfach weiter könnt. Und was uns immens gefreut hat, dass sie alle gut effektiv mehr weit sind, wie da, wo sie angefangen haben. Theater, für was Theater spielen, ja, das ist für vieles gut. Erstens spielt in seinem Leben die ganze Zeit ein Theater. Und zweitens kann das nützlich sein, an Oralen, an Vorstellungsgesprächen, an auch herno am Leben ist das etwas, was immens wichtig ist, wenn ihr Selbstbewusstsein kriegt. An der Menge verschiedener haben sich extrem entwickelt, an hun Selbstbewusstsein entwickelt. Voilà, das heißt, wir sind immens froh als Enseignanten, dass das gut gegangen ist. Die zweite Sache ist, von was schwätzen wir hier? Ma dat hecht Götterdämmerung, le Crépuscule des Dieux. Für was? Weil die Schüler wollten ein ganzes Stück. Und sie wollten Mythologie. Und weil wir aber kein Stück gefunden haben, haben wir einfach ein Stück geschrieben. Mathe Schüler Matt. Und sie haben sich all ihre Figuren rausgesicht. Voilà, und dann haben sie, ja, dann haben wir da geguckt, was man mit diesen Figuren, mit diesen Olymp-Figuren könnte machen. Und du hast den Zeus, den Göttervater, du von den dürft ja aber nicht fehlen. Seine Frau, Hera, ist selbstverständlich auch dabei, das hat sich nicht aufwimmeln gelassen. Und dann kommt der Prometheus, das ist ja den die Menschen Feuerbrot tut, was Olymp nicht so gut gesehen war. Den ist auch dabei, und nach einem ganzen Kopf einer Götter Olymp. Der Poseidon, den ist durch die Jahrhunderten mit Kafka zusammen getroffen, und mit dem seiner Bürokratie. Das heißt, dem geht es nicht so besonders, mit dem ist aber auch irgendwie dabei. Und da könnte nach einem obskuren Herr Goethe auch ein Kaffee. Aber das wird ja da gesehen. Voilà, also ich gebe gerne dem Alfonso merci so in der Direktion, merci so die Gösterhai war, an für allem dem Christine merci so, was man das Jahr, also wo man das Jahr zusammen gemacht haben. Und voilà, das war eine immens flotte Kollaboration, eine immens gute Summe. Da habe ich schon noch vergeben, aber wirklich unbedingt gerne merci so. Merci dem Alfonso, den Mikro mischt. Merci dem Fabrice Genot, den Bühnenbild gemacht hat. Merci dem Herr Till, allen Freieren, Freieren Direktor vom Jungen Lycée, den als heute möchte dabei zu sein. Voilà, ich meine, ich hatte meint gesagt, mir froh keine Entrée. Me wann Stëgech soll gefall hunn oder Dir wëlt eis ënnerstëtzen, dann hummer hannen eng Köcht higestalt, wo der kën den Don machen fir den Theater. Voilà. Ech menggen fir Mëch wie dat et loch ginn schreechen dem Christin de Mikro. Ne lo hadch awer ball vergiss die wichtigsten ha Merci ze soen. Schüler. Schüler hunn eng wonnerbar Abecht ha gemach. Das nicht einfach auf einer Bühne zu stehen, das nicht einfach aus sich rauszugehen, das nicht einfach so Text auswendig zu lernen, auch viel Text auswendig zu lernen, wenn ich keinen Punkten drauf kriege, aber wenn es am Fongol einfach so ist, auf einem freien Nummertisch. Das heißt, also wirklich all Respekt an, wir sind extrem stolz auf Sie alle Guten. Voilà. Voilà, merci Carla dir auch, dass ich bei dir lehren kann, für ein Theater. Voilà, ich war 2 Jahre lang, haben wir mit den Schülern zusammen geschafft, sie haben geschrieben, mehr haben Martine geschrieben, für das Stück hier entstehen zu lassen. Wir sind also ganz hoffrig, erst Stück heute noch weisen zu können. Ich hoffe, der hat dich 404 Stellen schon ein bisschen gestärkt und als Bach. Vielmals merci der älteren Vereinigung vom Lycée auch, dass sie hier aktiv sind für als Live-Licht wohl.
Stück wird ungefähr ja, die nächsten Teil eine Stunde dauern und dann hat er nachher eine Chance, auch erst etwas zu trinken, etwas zu essen, sich zu gehen, immer im zweiten Teil weitergehen. Aber wir brauchen auch, wir müssen also auch gut stärken, weil, wie gesagt, wir haben schon hören, geht hier rup bis an den Olymp. Schaffen, der sieht allweil Kräften. Der sieht, die Götter haben der Rido schon an den Olymp abgemäht. Und dann wünsche ich mir viel Spaß bei unserem Stück. Mes chers mortels, je viens pour mon malheur de faire un tour parmi vous, sur votre terre. Voilà. Il est arrivé le moment où il faut tout dire, où il faut vous secouer et vous remettre sur le droit chemin. Vous m'avez oublié, complètement oublié. Oui, vous là-bas, et vous, et puis vous aussi. Vous ne croyez plus en moi, vous ne croyez plus en rien. Vous vous croyez si moderne avec vos téléphones et vos selfies, mais qui donc, je vous le demande, qui donc a illuminé le monde lorsque vous n'étiez encore que des ombres perdues sur une plage, hein? C'était moi, Apollon, le dieu de la musique, de la poésie, de la prophétie, de la lumière. Qu'est-ce que je suis devenu? Une légende un peu dépassée, un mythe un peu poussiéreux? Bon, d'accord. On m'appelle parfois pour quelques festivals de musique ou une exposition sur l'Antiquité, mais qui a la classe de venir et de dire oui, c'est Apollon, le patron de la beauté, l'incarnation de la perfection? Non! Maintenant, on me confond avec une eau de parfum. Vous vous rendez compte? Apollon, eau de parfum. Faut-il en rire ou en pleurer? J'arrive. J'arrive ici et qu'est-ce que je vois? Des gens qui croient plus en leur astrologue qu'en moi. Mais je suis le dieu des astres, bon sang. Quand les Grecs regardaient le ciel, ils voyaient ma lumière. Maintenant, vous ne regardez même plus le ciel. Vous suivez des influenceurs comme si c'était des prophètes. Un influenceur. Moi, je suis le dieu des astres. Qu'est-ce que je suis devenu? Qui est là pour me remercier? Personne. Niemand. Ninguém. Nessuno. Kein. Ce qui m'achève, ce sont ces soi-disant citations poétiques qui défilent sur vos réseaux sociaux. Restez toi-même et la vie vous sourira. Franchement, c'est ça la sagesse moderne? Un petit texte en surimpression sur une vidéo de chaton qui saute sur une boîte en carton, c'est ça la sagesse moderne? Moi, quand j'inspirais la poésie, mes vers traversaient les âges, ils résonnaient dans les cœurs. Deviens qui tu es quand tu l'auras appris. Pindare. Voilà un vers digne de recevoir le laurier d'Apollon. Et non, aujourd'hui, vous vous contentez de « sois toi-même et brille comme une étoile ». Quelle étoile, franchement? Et puis, parlons-en de musique. Moi étant le dieu de la musique. Bon, d'accord, je suis un peu rouillé, mais vous ne pouvez pas parler.
vous écoutez des chansons d'ex et de ruptures amoureuses. Mais où est donc passée l'harmonie divine, la grandeur de la poésie? Moi, j'étais là pour souffler des airs magnifiques à Pindare et à Sophocle. Et vous, aujourd'hui, vous vous contentez de rap qui, apparemment, est le summum de la musique. C'est pas de la musique, c'est du bruit. Alors, appelez ça comme vous voudrez, mais ne venez pas me parler de musique. Mais n'ayez crainte. Je vais revenir. Vous allez de nouveau croire en moi. J'en perds mes mots. Je vais vous réapprendre à voir la vraie lumière. Vous ne pouvez pas m'ignorer éternellement. Ich muss dir sagen, dass diese Depression nur unfassbar schwer für mich ist. Auch weil sie schon so lange andauert. Bestimmt 700 Jahre, 800. Aber ich muss zugeben, dass ich die guten alten Zeiten vermisse, als die Menschen noch an uns, die alten Götter glaubten. Ich, Zeus, Hera, du Hestia, die alte Garde eben. Ich meine, um Zeus willen, ich bin die römische Aurora. Ich bin die Göttin der Morgenröte. Eos, die Rosenfingerige, die früh Erwachende. Jeden Morgen bereite ich der Sonne ihren Weg. Jeden Morgen gehe ich meinen Bruder Helios voran. Ich weiß, du machst immer deine Arbeit, aber niemand interessiert es. Ja, in früheren Zeiten hätte jemand eine Ziege geopfert und gesagt, das ist für dich, Göttin der Morgenröte. Ich kann mich ja nicht einmal an das letzte Mal erinnern, dass jemand ein Gebet für mich gesprochen hat. Nur ein kleines Gebet. Ist das zu viel verlangt? Und alle meine Tempel liegen in Trümmern. Beruhige dich, meine liebe Aurora. Was soll ich denn sagen? Ich, Hestia, Göttin des heimlichen Herdes, Hüterin und Empfängerin von Opfergaben inmitten des Hauses. Die erste und die letzte Opfergaben waren immer für mich. Das weißt du doch. Und jetzt? Nichts. Nada. Im Ernst. Ich bin nicht anspruchsvoll. Es könnte ein Stinktier sein. Jemand könnte ein Huhn opfern und ich wäre zufrieden. Warum nicht eine Kakerlake? Nur um zu zeigen, dass sich jemand erinnert. Nur um zu sagen, hey, danke für das Sonnenlicht. Aber nein, fast 2000 Jahre lang und nichts. Oh, und als sie die Planeten benannten, kam niemand auf die Idee, einen nach mir zu benennen. Das ist ja deprimierend. Von den Opfern in den Tempeln konnte ich mich damals ernähren. Aber diese Zeiten sind nun vorbei. Hestia, ich danke dir, dass du mich zu dir auf den Olymp geholt hast. Wenigstens das. Und das gegen den Willen dieser blöden Kuh von Aphrodite. Als Schwester des Zeus habe ich ja schließlich Rechte. Ich weiß, dass es dir nicht gut geht. Und ich finde es furchtbar, wie du damals von Aphrodite behandelt wurdest. Genau, zumal mich keine Schuld trifft. Was kann ich dafür, wenn dieser grobe, grausige Ares sich in mich verliebt? Ich hätte ihn nicht gewollt. Ich hätte ihn ihr nicht weggenommen. Ich fand den furchtbaren gepanzerten Kriegsgott abscheulich. Nicht einmal einen Kuss hätte ich dem gegeben. Und doch verflucht sie mich, anstatt sich mit ihm auseinanderzusetzen. Ich weiß, tut mir leid für dich, aber wir werden eine Lösung finden. Du darfst nicht aufgeben. Du hast gut reden. Du verliebst dich nicht ständig in irgendwelche Sterbliche und dann sterben sie dir weg. Ich bin ja freiwillig Jungfrau geblieben. Aber du hast doch einen Mann und der lebt doch noch, soweit ich weiß. Ja, mein Mann, Titanos. Auf mein Flehen hin von Zeus unsterblich gemacht. Eben. Hilft dir denn nicht dabei, diese Depression zu überwinden? Ich, Idiotin, habe vergessen, als ich um seine ewige Jugend geworben habe. Als ich um seine... Oh, was rede ich hier? Als ich um seine Unsterblichkeit geworben habe, auch die ewige Jugend für ihn zu beanspruchen. Und irgendwann saß ich da mit einem Greis, alt, hässlich, zerbrechlich und unsterblich. Mit fortschreitendem Alter ist er dann so geschrumpft, dass er die Gestalt einer Zikade angenommen hat. Oh.
Ja, das tut mir leid, eine Zikade. Ja. Aber bei mir kannst du ja bleiben. Wir finden ja eine schöne Beschäftigung und dann wird's langsam besser. Wirst schon sehen. Magst du vielleicht Staubwischen? Naja. Wachst du lieber über das heilige Feuer? Ja. Komm mit. Igitt, wie kalt sie nüchtern sind. Ich weiß nicht, wie das kommt, aber ich scheine die Nachtluft viel mehr zu spüren als früher. Aurora! Aurora! Ah, endlich! Du bist dran. Ich hab Feierabend. Oh nein. Es ist Zeit, dass du aufstehst, damit Helios dir folgen kann. Ich gehe heute nicht aus. Ich war gestern und vorgestern unterwegs. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber ich scheine meine Arbeit viel mehr zu spüren als früher. Und es hat ja halt sowieso keinen Sinn mehr. Uns nimmt ja doch niemand mehr richtig wahr. Also du hast dich bei den aktuell noch kurzen Tagen doch gar nicht zu beschweren. Du bist erst um 8 Uhr auf und bist um 5 wieder ins Bett. Ich bin als Göttin der Nacht die ganze Nacht dran. Ich beneide dich nicht, aber mir geht es wirklich nicht gut. Nein, ich gehe heute nicht aus. Ich werde Ihnen einen feinen, dicken, gesunden Nebel schicken und Sie werden mich nicht vermissen. Oh. Sehe mal, wer da kommt. Prometheus. Du wagst es, den Olymp zu betreten. Das ist das 3. Mal diese Woche, dass ich dich hier oben sehe. Was machst du hier? Und warum begleitet dich Herakles? Ich hatte bei der OAG, der Olympischen Arbeitsagentur, eine Stelle für einen Gehilfen ausgeschrieben. Herakles hatte nach seinen letzten 12 Aufträgen keine Arbeit mehr. Und er kann aber nicht einfach ruhig sitzen bleiben. Und daher hat er sich beworben. Und ich war ihm noch einen Gefallen schuldig. Ja, das erklärt aber immer noch nicht, was ihr beiden hier oben zu suchen habt. Man hat mir hier oben einen neuen Auftrag erteilt. Ich habe auf Anweisung gestohlen. Stehlen? Oh, du hast es nicht verlernt, so du das Feuer aus Zeus Kammer gestohlen hast. Waren dir deine Leiden am Felsen des Kaukasus nicht Strafe genug? Ich bringe ihr jetzt einiges zurück, nicht? Was denn? Also, wir haben einen Topf Rouge und 50 Lippenstifte für Aphrodite. Nun, ihr Götter habt mich zum erbärmlichen Schufter des Olymps gemacht. Postbote, Butler, Dienstmädchen und jetzt auch noch Müllmann. So ist recht. Oh, du Armer, nicht weinen. Der Weihnachtsmann wird dir etwas Schönes bringen. In der Tat, an den möchte ich glauben, so wie die Menschen das tun. Ihr seid dazu nicht mehr gemacht, dass irgendjemand euch anbetet oder gar beschenkt. An eure Arbeit glaubt auf der Erde längst niemand mehr. Mann. Ah, bei Jupiter. Da kommt Zeus. Guten Tag, Artemis. Ah, Aurora. Sieh an, sieh an, sieh an. So, was macht der schon wieder hier oben? Ach, Deine Liebestabletten. ja, ich Ach, hatte ja. ja Tabletten bestellt. Also, der junge Schlingel Prometheus sagt, oh, kannst du das fassen? Der sagt tatsächlich, dass unser Einfluss auf der Erde gleich 0 ist. So. Klingt schrecklich. Aber um die Wahrheit zu sagen, bin ich mir nicht sicher, ob er damit so falsch liegt. Unter uns gesagt, die Opfer und Gaben sind in letzter Zeit furchtbar zurückgegangen. Ich kann mich erinnern an die Zeit, als man uns noch Menschenopfer da brachte. Die guten alten Zeiten. Dann nahm es langsam ab. Mit Ochsen, Schweinen und Schafen. Naja, es gibt Schlimmeres als Ochsen, Schweine und Schafe. Das wäre ja noch was. Genau, meine Liebe. Ist aber leider von einem zum anderen weniger geworden. Bis es nur noch, haltet euch fest, wisst ihr, was letzte Woche in meinem heruntergekommenen Tempel lag? Australisches Rindfleisch in Dosen. Wie gefällt euch das? Das gefällt mir überhaupt nicht. Du sagst es, es kann so nicht weitergehen. Und seht auf die Erde. Die Sterblichen, sie stürmen eure Tempel. Zu Hunderten, nein, zu Tausenden. Touristen aller Couleur. Sie knien nicht nieder, sie verstummen nicht in Ehrfurcht. Lärmend trampeln sie durch eure heilige Hallen. Und wisst ihr was? Sie nehmen sogar Selfies vor eurem Thron.
ja null Respekt vor euch getan. Meine Güte, wir sind zur Belustigung verkommen. Und nicht mehr eure ewige Flamme oder die Strahlen eurer Gestirne. Nein, das elektrische Licht der Menschen brennt jetzt bei Tag und bei Nacht. Zeus, man wird mich Gott in der Nacht bei diesem elektrischen Licht doch gar nicht mehr sehen. Wenn du, mächtiger Zeus, unsere Existenz schätzt, schicke ihnen einen Blitz mit deinen besten Grüßen. Ach, ich fürchte nur, ich kann nicht mehr so weit werfen. Aber lass du, Artemis, die Strahlen des Mondes in die Flucht schlagen. Ja, also, ich befürchte, meine Ausstrahlung reicht dazu leider nicht mehr aus. Es könnte wirklich nicht schlechter laufen. Also, kurz gesagt, die Dinge sind zu einer solchen Krise gekommen, dass etwas getan werden muss, um unseren Einfluss wiederherzustellen. Die Frage ist nur, was? Ja. Ich werde darüber nachdenken. Ich lasse euch wissen, wenn ich eine Lösung gefunden habe. Okay, Ihr seid vorerst entlassen. Wir sehen uns später. bis dann. Zeus, warte mal, Hera, ich muss dir was... ich habe jetzt keine Zeit. Aber es ist wichtig, Hera, was... ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dein Gerede. Ich muss aber ernsteres nachdenken. Natürlich. Nie hast du Zeit für mich, geschweige denn etwas Zuneigung. Hera, alles gut bei dir? Bereitet Zeus dir wieder Sorgen? Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt. Ihr redet ja kaum noch ein Wort miteinander, das nicht in einem Streit endet. Das wird noch schlecht ausgehen. Mein Gatte hat wohl wieder vergessen, wen er zuletzt geheiratet und seine Treue versprochen hat. Nämlich mir! Aber auch wenn er es mit der Treue nicht immer so genau nimmt, er liebt dich doch noch. Ganz bestimmt. Hör auf! Tagelang ist der Vogtjagd seinen Fräulein und Jünglingen hinterher. Verleitet diese zum Liebestanz, bis er sie satt hat. Und dann erscheint er wie so oft zur nächsten. Er hatte so viele Affären, ich kann mich nicht einmal mehr an alle erinnern. Da war Io. Ach, die habe ich in eine Kuh verwandelt. Und Semele und Danae. Ach, dieser Frau hat er sich doch tatsächlich als Goldträgerin angeboten. Und Leto, meine Mutter, die du umgebracht hast. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, und ich, die einst angesehene und respektierte Hera, sitzt hier seit Jahrhunderten auf dem Olymp in einer absolut lieblosen und hasserfüllten Ehe gefangen. Und ich bin meinem Gatten noch immer treu ergeben. Was nützt mir diese Treue überhaupt? Bis heute sieht man meine Taten als Bosheiten einer eifersüchtigen und zickigen Göttin an. Doch habe ich hier nach einem anderen, schöneren und größeren Gatten geschaut. Nein! Oh Mann, Hera, Worte. Hera. C'est bien aujourd'hui la session de crise? Oui, c'est ça. Tu t'es préparée? Ah, j'ai un peu tendu l'oreille. Tout le monde sur Serre parle de nature, de protection de la nature, et j'ai pas une seule fois entendu mon nom. Für was schwätzt ihr noch immer Französisch? C'est pas la semaine du français? Das war letzte Woche. Heute man dacht Donner, das heißt Spruchwechsel. Attends, on a eu la semaine grecque, la semaine allemande, espagnole, puis française. Ah oui, c'est vrai, c'est la semaine luxembourgeoise, très juste. J'avais oublié. Gut, dann bereit für die Krisesitzung. Hast du denn heu? Artemis, wo ist dein Bruder? Wo ist Apollo? Oh Mann, der sitzt schon seit weh lang aus seinem Zimmer, aber will mit keinem schwatzen. Ihr seht, die Welt nicht gestört, die geben wichtig Planken. Ah, bon, da je halt. Kommen wir zum Wesentlichen. Ich habe nicht zusammengerufen für eine Krisensitzung. Wie ihr wisst, schenken wir auf der Erde nicht mehr ganz echt Gold zu gehen. So mat net. Du wo freier Menge Tempel stungen, stehen Hotellen an. Hatten sie okay den Hotel Aphrodite nennen. Nee, Hotel Hilton, Holiday Inn, Hotel Babylon. Also ich habe ganz vergessen, dass ich Göttin von der Natur bin.
Sie passen sich anscheinend auf den Boden, für die Natur zu retten. Was? Und das kommt kein auf die sich möchte wenden? Mehrmal auch einen Tempel zu bauen? Kann ich halt kurz unterbrechen? Ich hatte auch noch einen Ulais, ihr mal weiter vor. Holt mir nicht evil. Mir ist schon nicht wirklich satt, am Brosias-Tellerin, an der Bäscherin, immer Wäsch zu raumen. Ich sehe die Göttin vom Heim, ich spule sie jo. Das ist an der Reihe. Also, ich sehe aber nicht der Sklavin. Der kennt wenigstens Sachen an Kischen drohen. An Zeus, kennst du dein Blitzhand mal abraffen, sodass die Boden gebots kriegen und ihre Cremchen immer müssen abzuraffen. Ja, ist ja gut, Mann. Übrigens, was ist Poseidon? Oh, so hatte ich das auch noch bald vergessen. Er liest sich entschuldigt und hat mal einen Brief geschrieben. Da steht drauf, wie weit er nicht kommen kann. Boah, da bin ich doch mal gespannt. Ja. Liebe Freunde und Kollegen, ich sitze an meinem Arbeitstisch und rechne. Die Verwaltung aller Gewässer gibt mir unendliche Arbeit. Maja, ich gesehen, was ich bei ihm am Jahr war, alles so sammelt. Ich könnte Hilfskräfte haben, so viel ich wollte. Und ich habe auch sehr viele. Aber da ich mein Amt sehr ernst nehme, rechne ich alles nochmal durch und so helfen mir diese Hilfskräfte wenig. Oh nee, du reichst nicht noch eigentlich alles durch. Ich hatte vergessen, dass du ein Erbsenzähler wir. Wenn das stimmt, was scheren und das hat mir voller Plastik aus. Was immer ehrlich, da kann man schon wirklich leid tun. Man kann nicht sagen, dass mich die Arbeit freut. Ich führe sie eigentlich nur aus, weil sie mir auferlegt ist. Es ist auch sehr schwer, etwas anderes für mich zu finden. Ich meine, man kann mir doch unmöglich nur ein bestimmtes Meer zuweisen. Abgesehen davon, dass auch hier die rechnerische Arbeit nicht kleiner, sondern nur kleinlicher ist, kann ich, der große Poseidon, doch immer nur eine beherrschende Stellung bekommen. Oh je, erzählt denen aus sein ganzes Leben, aus den ganz Meergeschichten. Und bietet man mir eine Stellung außerhalb des Meeres an, wird mir schon von der Vorstellung übel. Übrigens nehmen meine Beschwerden nicht eigentlich ernst. Seit Urbeginn bin ich zum Gott des Meeres bestimmt worden und dabei muss es bleiben. Also, so weit soll Theolog noch kommen. Das hier sich was den Arbeitsplatz beschwert. An mir wunderen als Hai. Das heißt, Kimi stellt, wann der Gott fängt sich was den Arbeitsplatz zu beschweren. Ja. Am meisten ärgert mich und dies verursacht hauptsächlich meine Unzufriedenheit mit dem Amt. Wenn ich von den Vorstellungen höre, die man sich von mir macht, wie ich mit dem Dreizack durch die Fluten kutschiere. Stattdessen sitze ich hier in der Tiefe des Meeres und rechne ununterbrochen. Hier und da eine Reise zu Zeus ist die einzige Unterbrechung der Eintönigkeit. Eine Reise, von der ich übrigens meistens wütend zurückkehre. Das? Er kennt dann immer eine Schämerin. Und dann schicken sie natürlich zurück aufs Schiff. Also, Zeiger sei mir. Was sieht denn da noch? Das ist alles. Sie hat keine Zeit für zu kommen. Dem scheint das aber auch effektiv nicht gut zu gehen. Das tut mir auch leid. Das ist schon gut, dass es in Arbeit ordentlich ist, Mann. Mehr als Beschützerin von uns daheim muss ich im Abend klar machen, dass es doch wichtig ist, während in der Familie zu tanken. Und kann auch ruhig morgen bei uns kommen. Ja. Mehr Lommel mehr wichtig. Ich meine, es wird Zeit, die Menschen dort ein bisschen zu rüsseln. Ihnen ein bisschen Angst zu machen. Zeus, was meinst du? Ja, ja. Zeus. Ja, ja. Hey dann, ich habe gedacht, dass ich extra zurückgezogen für Lesungen zu finden. Du kannst mir, du willst ja mal nicht noch lauschen. Annelo berichst deine Krisesitzungen an. Also, ich muss ergreifen, weil du mit den Gedanken irgendwas auch nicht passt. Nee, ich ist ein Irsch. Nimm den mal Gewerden. Das heißt du nur ich bin die Tat. Was ja auch. Entschuldigt, nicht, dass er meint, ich ginge ausspionieren. Aber ich war zufällig schon etwas auszuliefern. Ich habe noch zufällig mitgekriegt, weil der so geschwart hat, wann ich mal leben darf.
Das Problem ist ja aber ganz einfach. Die muss mir modern gehen. Tempelen sind out. Aha. Das könnt ihr nicht mehr in. Sicher, was kommt dann ihre Meinung noch un? Der Schlaumeierin. Jo, ganz ehrlich, es kann schon sein, dass der recht hat. Ich kann ja Johannes durch Blick gerufen. Und mir kennt, dass sie sich schon ganz komisch beholen. So ein Gleichgau von einem Gott geschwärzt. Und du nicht mal gelauscht, dass wir von uns gemeint wird. Und da ist so ein Junge mit einem Ball getrippelt kommen und du siehst ja alle auf die Knie gefallen. Nun, ihr habt's geschaut. Ihr habt gesagt, Ronald, oh, ich konnte gar nicht verstehen. Ja. Das sind hier neue Götter. Fußballgötter nennt ihn die. Aber können die? Schießen die auch mal Blöder und Donner. Zähl mal kein. Das Leben ist nicht. Das wäre mir schon abgefallen. Nein, die können nur so schießen mit einem Ball schießen. Aber sie kriegen das so gut verkauft, dass alle Menschen dafür unhimmelt, was du nicht fertig bringst. A Schönheit erlebt, das sind auch wichtig Eigenschaften. Interessiert das sie nicht mehr? Sind euch kein Begriff mehr? Oh, sie interessieren sich schon noch für Schönheit, mit denen so junge Mädchen, die unbedingt groß und dünn müssen sein, die dann mit Kleider über so eine Passerelle laufen. Verstehe ich nicht. Was hat das mit Schönheit zu tun, aber es lebt? Und so wird er wie Familie, aber steht nichts. Wird an ihm respektiert. Man, wer beschützt sie da, wenn sie schwanger sind? Ja, genau. Also sie werden wenigstens noch auf ihr Jungfräulichkeit aufpassen. Hoffentlich. Nein, das interessiert an der westlichen Welt auf alle Fall just noch die Mann. Vielleicht noch just ein paar Hinterwäldler. Und ob das wurscht? Wer beschützt dann ob das wurscht? Oh, hier Police, und hier Gesetze, da geht ihnen doch Masse stur. Aber Menschen gehen immer mir komisch, das muss ich aber auch selber zugeben, weil sie essen zwar noch immer gerne Fleisch, mit dem ich sie gehen schwächt. Das ist doch dumm. Das ist kein Sinn. Wo kriegen sie dann jetzt Fleisch hier, was sie nicht auf die Tür gehen? Mengen sie das gegen auf den Beam wissen? Oh, wie sind mit den Krischer? Oh, ich glaube schon lange nicht mehr in mein Wissen gefreut. Sollte sie der Ehre nicht mehr feiern? Oi. Also, wenn ich immer meine Ohren spitzen, da schätzt du ihn mal mal ChatGPT oder hast schon KI gefunden. Ich kann die Leute nicht. Sind das die neuen Orakeln oder was? Schien alles Orakeln. Ja, auch nicht mitgebracht, wenn ich gesehen wie zu Delphi ausgesagt. Du siehst just nach Ruinen. Ganz schlimm. Und das heißt feiern dich, da ich mich um den Tempel kümmern soll. Aus die Maus. Du brennst wohl nicht mehr. So, Martin, das ist ein Trauerspiel. Ich lausche nicht schon ein Zeitchen heute. Und ich höre nicht just Jameren. Ma sieh mal Götter oder sieh mal kein. Hi, muss ich Schlachtplan hier. Ach, das nicht von irgendeinen von den Eigenschaften. Egal, weiter. Ja, die muss einfach wie modern gehen. Ich sind die schönste Frau auf der Welt. Wenn das mal nicht durchgeht, für verehrt und respektiert zu gehen, da weiß ich auch nicht weiter. Reklam. Was ist das denn los rum? Ich hatte vergessen. Der sieht schon aus wie Reklam. So können die an der Welt im Gespräch. Muss ihre Reklam für sich machen. Muss ihn sich durchstellen. Gesiegen, sehen und gesehen werden. Und so viele Leute wie möglich auch riechen. Wir sind zwar Götter, aber wir können ja nicht überall gleichzeitig sein. Doch, das geht halt. Also, du hältst dich immer noch für den alles besser weiß. Ja. Du nervst mich wirklich. Denn Herakles hat ich zwar mit Menge Erlaubnis vom Kaukasus ins Europol. Aber pass auf, das nicht darum, du Land. Ich denke, wer höflich geht. Was los denn da mal schwatzen, Zeus? Sie kennt die Menschen besser wie mir. Ihn hat die nicht Feuerwurst. Melo hat ja versprochen, mit mir auf Eigeninitiative zu handeln. Das soll so nicht, als Giffen den Autorität nicht unerkennen. Gell, Prometheus? Also, ja, das ging schon. Also. Gell, Prometheus? So einfach, ja. Ich will keinen Streit haben und du willst nicht drum, ob du fehlst. Also gut. Natürlich nicht. Ja, natürlich ja. Also, dafür du Schlaumeier. Was weißt du da, was wir nicht wissen? Klar. Internet, Sozialmedien. Du kannst eine Message an einer Minute überall schicken. Von Athen bis an den letzten Eck von der Welt. An einem nämlichen Blick dauert den Reklam überall gleichzeitig auf. Ma, ich dachte noch einmal aus dem Okeanos ab. Auch halt mein Bruder dem Helios voraus. Also komme ich auch von Athen bis an den letzten Eck von der Welt. Aber nicht an einer Minute. Aber nicht die Welt gleichzeitig. Du fährst schon selber, Hanno, und den Helios bleibt allein im Himmel. Ob Dinge soziale Medien sind die ganzen Zeit präsent. Habe ich das richtig verstanden? Exakt. Das heißt, es verschwindet nie. Es verschwindet nie. Lauscht dort. Das brauchen wir. Versteht er? Versteht er? Ja, das ist ja alles
schön und gut. Aber was? Also nur der konkrete Plan. Aus dass der Prometheus hat irgendwie ein Tut für Plage schmecken mit dem, was Menschen weiß. Wann den Herakles den Adam nicht ermordet hat und ich dich nicht beglodigt hat, wirst du gut hei. Also weiß ich mal als nützlich. Soll ich euch eine gute Werbeagentur sichern? Ein was? Willst du da Reklam, wo ich euch erzählt habe, dass du wieder gemäht wird? Lomo mi wichte. Wat ihr, was du nicht betroffen? Nee, mich und Menschen nicht vergessen. Also, sie sind mir für allem dankbar für das, was ich für sie gemacht habe. So kann ich dir kommen. Ich habe mich auf viele Bilder in ihrer Museen gesehen. Verehren, die sie mich trotzdem nicht mehr. Ich habe aber Beweis, dass sie mich feiern. Und die gehen nicht sichern. Heute ist es schon. Ja, da weiß mir sie gespannt. Ja. Ich will Ihnen das von ihr vorlesen. So, oder ja, nur nach dem Ich ging Ugin. Merci. Das ist ein Brief von einem Fan. Ja. Und nicht irgendein. Den ist ganz bekannt auf der Erde. Also, Prometheus, Johann Wolfgang Goethe. Oh, kann die von ihr stehen? Noch nie hören. Das ist aber von ihren neuen Göttern. Die gehen schon hinter den 18. Jahrhundertliche Bücher, und sie bieten einen Narrenmond, nicht so wie ich. Aha. Was hat das genau mit der zu tun? Aber wenn du weiterlesen, dann gingst du gewohr gehen. Yes. Prometheus, bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe knabengleich der Disteln köpft an Eichendich und Bergeshöhen. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe dem Knaben gleich der Disteln köpften Eichendich und Bergeshöhen. Das ist ja ein Fraschit. Wie schwatzt die mit mir? Bei ja. Du wolltest ihnen nicht helfen. Sie gibt mich als kleine Jungen, den sich mit der Welt amüsiert. Also ist genug, dass hier Sachen futtern müssen, die sich mit Menge Halle abgebaut haben. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Du mich beneidest? Oh ne, das geht mir zu weit. Klar. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Wer rettete vom Tode mich? Von Sklaverei? Hast du's nicht alles selbst vollendet? Heilig glühend Herz. Und glüht es jung und gut? Ich? Dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert? Hast du die Tränen gestillet, jedes der Ängsteten? Seht ihr? Da schwatzen sie von mehr auch von Menge Feuer, das ist in der Brust. Retter. Ja. Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu erfreuen dich und dein nicht zu achten. Wie ich? Wie ich. Ich hab's genug von denen vier weg. Für wen allen diese Stationerhand? Prometheus, was hast du gemäht? Du hast ihnen nie dürfen Feuer bringen. Du hast schon bald selber für Götter. Was ist ein Dreckfall? Erste! Wir müssen reagieren. Steht da, wir müssen Also, wenn die das von Eis denken, dann ist das Ding schuld. Lo, guckst aber wirklich mal, dass das ein guter, wer hat denn das genannt? Werbedingen. So ein gute Werbeagentur für sonst ein bisschen Dolly. Aber wo? Nicht zurückzukommen. Ihr ist ein Fundschluss. Sitzung mal abgehoben. Ja, danke. Mach mal eine Pause. Wir sind doch noch kalt. Immer dasselbe Streu. Gleich geht heu.
Oh Mann, ich habe noch so viele Kampagnen fertigzustellen. Wenn ich die Deadline nächste Woche nur höre, bekomme ich schon Kopfschmerzen. Sag mir was Neues. Mein Postfach explodiert. Und die Leute rufen ständig an, um nach Updates zu fragen, als ob wir nichts anderes zu tun hätten. Ich hatte gerade einen Call mit einem super anspruchsvollen Kunden. Jetzt wollen sie das Konzept nochmal komplett ändern. Dabei sind wir doch schon in der Layout-Phase. Wie soll das denn bitte funktionieren? Es ist doch der Klassiker. Erst sind sie zufrieden und dann kommen sie auf den letzten Drücker mit ihren wilden Ideen. Ich habe auch noch 2 Pitch-Präsentationen, die bis morgen stehen müssen. Keine Ahnung, wann ich das alles schaffen soll. Es wäre ja so schön, wenn die Leute mal verstehen würden, dass kreative Arbeit Zeit braucht. Man kann nicht ständig im Turbo-Modus arbeiten, ohne dass es an der Qualität kratzt. Das Problem ist, die sehen nur die Deadline und wollen Ergebnisse. Egal, wie wir uns dabei fühlen. Wir sind schließlich die kreativen Köpfe, also erwarten sie, dass uns die Ideen im Sekundentag zufliegen. Genau, Kreativität auf Knopfdruck. Wenn das so einfach wäre, können sie doch einfach selbst machen. Ich glaube, was mir am meisten auf die Nerven geht, ist dieses ständige Multitasking. Während du an einer Sache arbeitest, ploppen ständig neue E-Mails und Anfragen auf. Das macht mich fertig. Ja, ich habe mittlerweile sogar Angst, meine Mails zu checken. Immer wenn ich denke, ich habe etwas unter Kontrolle, kommt der nächste Schwoll. Was wir wirklich bräuchten, ist ein Tag, an dem wir mal alles abarbeiten können, ohne dass neue Sachen dazukommen. Oh ja, das wäre ein Traum. Aber ich glaube, dafür müssten wir alle Telefone und Laptops verbrennen. Keine Technologie bedeutet auch keine neuen Anfragen. Oder wir nehmen uns einfach einen Tag frei. Das wäre nicht das erste Mal, dass ich während einer Deadline träume, einfach irgendwo am Strand zu liegen. Naja, am Strand mit Laptop, damit wir wenigstens noch weiterarbeiten können. Oder? Solange der Laptop dann ins Meer fällt. Oder vom Sonnenbrand gegrillt wird. Okay, zurück zur Realität. Wie teilen wir die ganze Arbeit am besten auf, damit wir nicht komplett durchdrehen? Vielleicht könnten wir die Kampagne für heute priorisieren. Was ist am dringendsten? Ich kann den Pitch morgen noch übernehmen, nur wenn mir jemand bei der Layout-Änderung hilft. Okay, Deal. Ich kümmere mich dann ums Layout und werfe noch einen Blick aufs Feedback vom Kunden. Ich mache dann die Kampagnenplanung weiter und Lena, du kümmerst dich um die Präsentation. Klingt gut. Dann gehen wir das jetzt an und am Wochenende träumen wir wieder vom Strand. Aus der Zeit noch schon für Cremchen. Oh. Guten Tag, die Damen. Mein Name ist Prometheus und das hier ist mein Assistent Herakles. Guten Tag. Wir sind auf der Suche nach einer Werbeagentur. Eine, die es sich zutraut, die Götter des Olymps wieder ins rechte Licht zu rücken. Sie meinen die Götter des Olymps, Zeus, Hera, Athena und so? Ganz genau. Sie waren einst mächtig und gefürchtet, doch mittlerweile hat die moderne Welt sie fast vergessen. Sie brauchen eine neue Strategie, frische Geschichten. Die Menschen sollen sie wieder ernst nehmen. Interessante Zielgruppe. Aber okay, mal angenommen, wir würden das machen. Wie stellen sich die Götter in ihrer Kampagne vor? Ich meine, wie wollen sie wahrgenommen werden? Nun, das ist doch genau das, was ich von Ihnen erwarte. Sie sind doch die Experten, oder nicht? Schon. Aber das Problem ist, wir müssen wissen, welche Aspekte der Götter ihr in den Vordergrund stellen wollt. Wollen sie eher als mächtige, autoritäre Figuren wahrgenommen werden oder lieber als weise, allgegenwärtige Beschützer? Und vor allem, welche Geschichten wollen sie erzählen? Die Mythologie ist voll von Abenteuerintrigen, Skandalen. Nicht alles davon ist vorteilhaft für eine Rebranding, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe. Die Götter waren nie einfach zu handhaben. Aber in Zeiten der Krise und des Wandels müssen sie zeigen, dass sie mehr sind als nur alte Mythen. Ihre Kraft und ihre Weisheit. All das ist doch zeitlos. Okay, also wollen Sie sich auf Ihre göttliche Macht und Weisheit konzentrieren? Das könnten wir als Ansatz nutzen, aber welche Geschichte sind die Schlüssel?
Zeus, der Blitzschleuderer? Oder Hera, die Beschützerin der Ehe. Oder Aphrodite und ihre Liebesbotschaft. Oder Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte. Mhm. Oder den schönen, muskulösen Herakles. Ich bitte Sie, nehmen Sie sofort Ihre Hand weg. Das ist doch sexuelle Belästigung. Er mag das nicht so gerne. Auen. Es geht hier nicht um uns beide. Wir empfehlen uns. Ich werde Ihre Fragenbogen an die Götter weitergeben und Sie werden dann entscheiden, wie Sie sich der Welt präsentieren wollen. Warten Sie. Was ist? Also, ich meine, welche Plattform wollen Sie nutzen? Soziale Medien, TV, Print. Ich meine, wir reden hier von einem gigantischen Projekt. Und haben Sie überhaupt ein entsprechendes Budget? Genau, und wie wollen Sie auf die moderne Welt reagieren? Ich meine, es gibt unzählige neue Götter im digitalen Zeitalter. Fortschritt, Wissenschaft, Filmstars, Sportler. Die Menschen haben sich gewandelt, die Konkurrenz ist hart. Ich verstehe. Die Zeiten haben sich verändert. Aber die Menschen brauchen die Götter, auch wenn sie das jetzt noch nicht wahrhaben wollen. Es ist nur eine Frage der richtigen Botschaft. Ich melde mich zurück. Ich werde Ihre Informationen an die Götter weitergeben und Sie werden dann entscheiden, wie Sie sich der Welt präsentieren wollen. Ah ja, und sorgen Sie sich nicht um die Finanzierung. Geld haben wir. Auf Wiedersehen. Das war seltsam, aber naja, irgendwie spannend, ne? Sag bitte, dass das ein Test von einem unserer verrückten Kunden war. Ich weiß nicht, ob wir uns Sorgen machen oder uns freuen sollten. Aber mal ehrlich, Götterbranding, das wäre eine Kampagne, die man nicht so schnell vergisst. Ja, solange wir nicht vom Zeusblitz getroffen werden, wenn Ihnen das Konzept nicht gefällt. Okay, Spaß beiseite. Wir brauchen echt einen Plan, falls dieser Typ da wirklich zurückkommt. Eine Rebranding für die Götter des Solems? Das könnte eine unserer kreativsten Herausforderungen bisher werden, oder? Ja, das stimmt. Aber erstmal brauche ich eine Kaffeepause. Ja. Alle, Mama, bist du vier? Hi, Gott, mein Hopp. Richtiger Schreck. Hopp. Raum die Mol. Na, sie brat. Schon ein gut Werbeagentur auf der Erdfront. Sie suchten die Messinen mit die Weltgeschichten, da will nach Leute bringen, was davon ihr Störstelle wollt, weil der ich präsentieren wollt. Ich ging so an, la parole est à vous. Die Französisch war. Was lasst war. Das ist so gut, das ist so nirsch. Also, ich lohne mal vier, dass wir die Geschichte vom goldenen Apfel benutzen. Sie ist ja frei allgemein bei den Leuten ziemlich gut angekommen und da sind auch Emotionen dran. Du hast aber nicht so viel Action. Aphrodite, das ist ja auch just, weil du an der Geschichte gute Wäsche kannst. Nee, gar nicht, das ist, weil deine spritzige Geschichte ist. Da sind auch Menschen dabei, wie das die Paris und das Helena dabei sind. Und das sind ja Menschen. Sie brauchen Identifikationsfiguren. Ne? Komm, wir stimmen einfach auf. Wie hast du geint, dass wir den Geschichtstrick behalten? Was nicht? Aber wie hast du vier? Ugehol mit 4 gegen 12 Stimmen. Das ist eine so ein nicht demokratisch im Olymp. Wenn das so ist, würde ich einfach die Geschichte von Menger Gebäude erzählt wird. Wie hast du geint? Dann hast du Euro geholt. Mais wenn wir aber bei Martina, bei der Kriegsstrategie sind, oh, da will ich einfach das Bourgeois-Szene vom Meer herkommen. Und
Übrigens, Aphrodite. Es sind noch ein paar von den Bildern, die sie an ihren Museen haben. So meine du wirst den Zucht. Welche Geschichte willst du dann erzählen? Ma de Memorion. Ich meine, die gibt gut kommen. Matthias, ja, war so traurig. Ja, okay. Aber hat mir nicht gesagt, Emotionen wären gut? Wir brauchen es einfach nicht kreischen, du. Da stimmen wir einfach auf. Wie hast du gehend? Dann halten wir doch. Ja. Also, an euch hat unbedingt gern, dass der erzählt wird, wo euch der Prometheus auf Platz setzen. Was wird die Runde für uns passen? Euch weisen, dem Herr Goethe mal, was wir in Teil zu den heute, wo welches Spiel kam out? Euch so an dem, ahne ich das. Es sind doch mal nicht verstanden, dass der erzählt wird. Da stimmen wir einfach auf. Wie hast du gehend? Oh, wie lacher. Ich stimme mich überholen. Nicht ich stimme. Du zählst nicht. Ja, klar. Du sagst, er hat ein Angebot mit dem Feuer. Ich will von der Schuhe raus, ne? Natürlich. Ja, aber was soll ich denn erzählen? Oh, nee. Müssen auch die zweitrangig Göttlichkeiten dabei sein. Deus, also aber echt da unwichtig Olymp. Also, erstens, halt ob mich Eos zu nennen. Prometheus! Ja, hallo dich. Es sind Aurora. Das nenne ich dich Venus. Und zweitens, was kann ich dafür? Was ich als ein dichtiger Kriegsgott, die guten Ares, von die sich unstiftlich an mich verliebt. Wusste ich nie überhaupt. Bon. Ich habe ihn zunächst gezwungen. Und übrigens, was du bestört. Und die Namen hier Fäuster wird nicht verdient, dass du ihn die ganze Zeit fremd gehst. Du bist ein Schlechtgöttin, Aphrodite. Und du hast es mir wie ein Kerl bewiesen. Wenigstens ist nicht ein richtig Göttin. Sicher. Richtig Göttin. Aphrodite, das stimmt zwar. Was du mit dem armen Eos, pardon, Aurora gemäht hast, und ich dem schon in der Reihe fand, das hat sich immer gegeben an Stierflücher verleben. An Menschen. Die Strophe hat es wirklich nicht verdient. Passt du mal auf dein Mann ab. So, geht noch. Aphrodite, ich verbiete dir so mit Aurora umzuspringen. Hat das meine beste Freundin an ich schon halb nur Leben invitiert. Am Gegensatz zu ihr, hilft hat mir auch heißt du Raum in der Butzen. Gib schon okay von ob die Idee kommt, deine Hand mal rumzupacken. Aber vergiss nicht, dass ich für den Zusammenhalt von der Familie zuständig bin als Göttin. Ich will also keinen Streit im Olymp. Okay. Pardon, Aurora. Ich entschuldige mich. Was du zufrieden hast, ja. Also, wisst ihr was? Kommt einfach allen zweimal mit. Für irgend habt ihr da bestimmt zu gebrauchen. Wie sieht der Franzose? Plus on est de fou, plus on rit. Die sind alle gut und so humorlos. Sieht ja richtig schön. Du hast keinen Kalender. Ja, doch. Was vergiss sonst schreiben? Ja. Mal ehrlich. Ist das auch nicht ehrlich? Ja, hol den Mod. Kriegen wir die Pause endlich? Ich ging so, wir machen eine Pause, weil bis wir die Dotentruppe auf der tun, da kann dauern.